vom Luxushotel bis zum totalen Reinfall. Kurt Steingl kennt sie alle. Österreichs oberster Hoteltester ist heute bei uns zu Gast. Ein Stern, der seinen Namen trägt. Ja, Sie müssen nicht nach den Sternen greifen, Sie verteilen die Sterne. Schönen guten Morgen, Kurt Steingl, Hoteltester vom Beruf und das anerkannt. Und ich glaube, es ist gar nicht so gefürchtet, weil Sie haben so einen Strahlen drauf. Sie haben einen Traumjob, oder? Bin mir nicht sicher. 2000 Hotels, über 2000 haben Sie schon kontrolliert und wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Sternchen genommen. Leider Gottes, wobei da blutet mir selbst immer ein bisschen das Herz, weil ich sehe mich ja gar nicht so sehr als Kritiker, sondern ich möchte die Hotellerie unterstützen, da ich ja selbst aus der Hotellerie komme. Also mir tut selbst weh, wenn ein Hotel um einen Stern verliert. Aber ist schon passiert? Leider Gottes passiert, ja. Sie geben dann die Empfehlung an die Wirtschaftskammer weiter und die sagt dann, nimmt die meistens an? Also in der Regel hält sich die Wirtschaftskammer an die Empfehlungen, die wir abgeben. Das müsste schon wirklich ganz besondere Gründe haben, aber in der Regel halten sie sich dran. Kommen Sie inkognito? Das würde mich noch interessieren, Entschuldigung. Ja. In den allermeisten Fällen kommen wir inkognito. Also niemand weiß. Manchmal trete ich sogar unter falschen Namen auf. Wirklich? Ja. Wie man es kennt aus den Filmen, gell? Ja, aber Schnurrbart habe ich nicht aufgeklebt, also das tue ich nicht. Naja, Was sind denn so die ersten Punkte? Oder gibt es so 5 Kriterien, an denen Sie sofort erkennen, das Haus ist gut oder das ist nicht so gut? Naja, es gibt viele Kriterien. Also mit der Zeit kriegt man so eine Routine oder so eine besondere Sensibilität. Wenn ich mir eine Webseite anschaue, dann habe ich meistens schon den ersten Eindruck, den allerersten, und dann kann ich schon gut einschätzen, ist das ein gutes Hotel oder nicht. Ich bin immer recht kritisch, wenn da so Superlative in der Webseite stehen, so wie sensationell, fantastisch, einzigartig. Denke ich mir, das Hotel, warum machen die das? Aber wenn da viel positive Emotionen zu spüren ist, wenn das sage ich jetzt mal, nicht übertrieben ist, sondern wirklich auf den Punkt gebracht und ihre Angebote auch schön emotional beschrieben sind, dann ist meistens ein gutes Hotel. Aber so Ihre Arbeit stelle ich mir irgendwie so ziemlich relativ lässig vor. Man geht in ein Hotel, verbringt einen schönen Tag und am Schluss sagt man, ja, das war eh okay, das war nicht so okay. Also so 5 Minuten am Schluss des Tages. Ne? So stellt man sich's vor, ja. Also es ist tatsächlich wirklich Arbeit. Darf ich Ihnen sagen, dass wir bei einem 4-Stern Superior Hotel haben wir 1200 Kriterien im Fragebogen, die wir nicht nur bewerten, sondern auch noch begründen, warum wir es so bewerten. Also es ist tatsächlich Arbeit. Also es klingt schöner, wie es ist, aber es ist auch trotzdem ein toller Job, das muss ich schon sagen. Wer viel reist, hat viele Geschichten zu erzählen, viele Geschichten. Was war das Skurrilste, was Sie je erlebt haben? Also das Unangenehmste, das hat sich eingebrannt in mein Gehirn. Da waren wir in Italien, haben wir ein Familienhotel getestet und die haben die Kinder mit und der Große nimmt einen Sessel und stellt sich rauf, um so die Staubprobe zu machen. Und plötzlich hält er was in der Hand und schwingt so damit und sagt, Mama, was ist das? Hat ja da oben ein gebrauchtes Präservativ gefunden. Leider kein Luftballon. Gibt sowas wie... Was machen die Leute im Kino? Wieso ist es kein Luftballon? Gibt sowas wie einen ersten Eindruck beim Hotel oder braucht man da die lange Liste, die man durcharbeiten muss, bis man weiß? Naja, den ersten Eindruck, glaube ich, gibt es nicht mehr, sondern es gibt die ersten Eindrücke. Das fängt schon, der allererste Eindruck ist meistens auf der Webseite. Dann stellt man vielleicht eine Anfrage ans Hotel, ein Mail, das man schreibt. Dann die Anfahrt, dann die Außengestaltung vom Hotel und dann geht man schließlich ins Hotel rein. Und da sind dann die ersten 3 Sekunden entscheidend. Danke, Herr Steingl. Hat mir sehr gut gefallen. Ich werde mich bei Ihnen bewerben. Ich als Hoteltester wäre mal ein gutes Alter dafür. Passt würde Sie sogar nehmen. Ja? Super, sehr gern, sehr gern. Okay, ihr seid euch einig, das ist wunderbar. Habe ich endlich mal einen ruhigen Morgen.